Morgen, liebe Yogis. Ich lade euch heute dazu ein, mit mir eine kleine, kraftvolle Yoga-Einheit zu machen. Und ja, rollt die Matte aus, lasst euch nieder und lasst uns beginnen. Viel Freude! Zu Beginn kommen wir in den Heldensitz. Nehmen hier diesmal die Zehen aufrecht. Wir wollen für einen Moment unsere Fußfaszie dehnen. Wir wollen hier einige tiefe Atemzüge nehmen, das kombinieren mit den Armen. Mit der Einatmung nehmen wir die Arme nach oben. Mit der Ausatmung nach unten. Halt den Bauch schön in. Einatmen. Du kommst mit den Armen wieder hoch. Lass die Schultern schön unten. Zieh sie nicht zu den Ohren. Und ausatmen. Wieder nach unten. Und noch einen Durchgang. Bauch ist in. Einatmen. Und ausatmen. Nimm für einen Moment die Hand mit die Hände auf deinen Schoß. Bring die Aufmerksamkeit in deine Füße. Spüre nach, fühl die Dehnung, die hier stattfindet. Und du bist im Oberkörper aufrecht. Dein Bauch ist immer noch leicht nach innen geschoben. Deine Schultern sind nach hinten unten gerollt. Der Brustkorb ist geweitet. Und dann können wir langsam lösen. Wir wollen für die Füße jetzt die Gegenhaltung einnehmen. Legen uns auf den Fußrücken ab mit den Füßen. Dann nehmen wir die Hände neben die Knie. Und von hier aus mit der nächsten Ausatmung wollen wir die Knie zu uns ranziehen und das Gesäß nach oben. Wir haben jetzt die umgekehrte Dehnung für die Füße. Spann den Bauch fest an, um dich in dieser Position für einen Augenblick zu halten. Und langsam legen wir uns wieder ab. Mach dich weit und lang nach vorne, komm mit den Fingern auf die Fingerspitzen, wander schön weit vor. Mach deinen Rücken lang. Du kannst sogar für einen Moment die Stirn ablegen. Deine Stirn, dein drittes Auge, das Ajna Chakra, mit der Erde, Mutter Gaia, verbinden. Und dann nochmal ein Durchgang. Mit der nächsten Einatmung richtest du dich auf, bringst die Hände wieder neben die Knie. Ausatmend, Bauch weit nach innen und du kommst mit den Knien und dem Gesäß nach oben. Bleibst hier wieder für einen Augenblick. Und dann lässt du langsam wieder los. Nochmal lang nach vorne machen. Den Fingern weit nach vorne laufen. Bleib möglichst auf den Fingerspitzen. Wirklich ganz aktive Arme zu haben. Tief ein- und ausatmen. Und ein letzter Durchgang. Einatmen. Richte dich wieder auf, Hände neben die Knie positionieren. Ausatmen, bring erst die Knie nah an den Oberkörper und dann hebst du das Gesäß zusätzlich hoch. Atme hier weiter. Und leg langsam wieder ab. Von hier aus kommen wir in den Vierfüßlerstand. Einatmen. Machst du den hohlen Rücken, schaust nach oben. Ausatmen, den runden Rücken. Lungen komplett leeren, Bauch nach innen schieben. Einatmen. Brustkorb weitet sich, schau nach vorne. Ausatmen, runden Rücken. Noch ein Durchgang. Deine Beine sollten noch hüftbreit geöffnet sein. Einatmen. Und ausatmen.
Einatmen kommst du in den neutralen Vierfüßlerstand. Atmest aus. Einatmen, wir nehmen den rechten Arm nach oben. Ausatmen, wir fädeln ihn unter dem linken Arm durch. Du legst dich seitlich ab, schaust nach links. Kannst den linken Arm nach vorne ausstrecken. Seitliche Dehnung für den Oberkörper, Schulterbereich. Und dann langsam die linke Hand wieder positionieren neben dem Kopf. Ein bisschen Druck in die linke Hand. Mal einatmen, den rechten Arm nach oben bringen. Ausatmen, abstellen. Wir wechseln die Seite. Einatmen, der linke Arm geht nach oben. Ausatmen, fädelst ihm unter dem rechten Arm durch. Legst dich seitlich wieder ab, schaust nach rechts. Rechter Arm kann nach vorne wandern. Bleibst wieder hier für einen Moment die Dehnung nachspüren. Und dann stellst du die rechte Hand wieder auf, neben dem Kopf, drückst in die Hand und einatmen, nochmal den linken Arm nach oben, ausatmen, absetzen. Stell die Zehen auf und von hier aus langsam nach oben schieben, in den hinabschauenden Hund. Abwechseln gern für einen Augenblick. Mal Beine strecken und beugen, abwechselnd, sozusagen in deinem Hund ein paar Schritte gehen. Dann langsam beide Fersen Richtung Boden schieben. Dann wollen wir mit den Händen einmal zurück zu den Füßen laufen, uns einatmend halb aufrichten, den geraden Rücken machen, nach vorne schauen, ausatmen, nach unten kommen. Und dann langsam einatmen, wollen wir uns nach links öffnen. Rechte Hand ist mittig aufgestellt auf dem Boden, rechtes Bein gebeugt. Die linke Seite wird gestreckt und geöffnet. Ausatmen, wir kommen zurück zur Mitte. Linke Hand mittig aufsetzen und einatmen, dann nach rechts öffnen. Linkes Bein ist gebeugt, rechtes Bein ist gestreckt und wir sind nach rechts geöffnet. Und komm langsam wieder ausatmen, zur Mitte zurück. Wander mit deinen Händen wieder vor. Diesmal in die Plankenhaltung. Und dann wollen wir einatmen, rechtes Bein lösen und wieder absetzen. Und linkes Bein. Und wieder absetzen. Rechts, absetzen, links, absetzen. Letzte Runde. Rechts, absetzen, links, absetzen. Bringen die Knie zum Boden. Bringen das Gesäß nach hinten zu den Fersen. Noch einmal das dritte Auge mit der Erde verbinden für einen Augenblick. Press deine Hände in die Matte, spreiz deine Finger auf und von hier aus mit der nächsten Atmung lassen wir die Arme eng beieinander und kommen tief über die Matte vor, richten uns auf. Ausatmen, neutraler Vierfüßlerstand. Hier nochmal einatmen, die Zehen aufsetzen und ausatmen, komm wieder nach oben in deinen Hund zurück. Einatmen, rechtes Bein nach oben, ausatmen, bring das Bein nach vorne, rechts den Fuß nach vorne zeigen lassen, links der Fuß ist parallel zur Mattenaußenkante. Du bist im zweiten Krieger Virabhadrasana 2. Einatmen, wir kommen in den rückwärtigen Krieger und ausatmen, wieder in den zweiten Krieger. Bring mit der nächsten Einatmung die Hände in den Rücken, verschränk deine Arme. Ausatmen, der Oberkörper sinkt nach vorn, rechts an den Fuß. Und dann einatmen, richtest du dich hier wieder auf. Ausatmen, die Arme zurück, Ausgangsposition, zweiter Krieger. Einatmen, komm wieder zurück in den rückwärtigen Krieger. Ausatmen, Hände zum Boden und bring den vorderen Fuß zurück. Du bist in der Plankenhaltung.
Und schiebst von hier mit der Ausatmung zurück in den hinabschauenden Hund. Einatmen, linkes Bein nach hinten oben ausstrecken. Ausatmen, vorne zwischen den Händen aufstellen. Richte dich wieder aus, um in den zweiten Krieger zu kommen. Arme sind parallel zum Boden, schaust über den linken Mittelfinger nach vorne, das ist unser Drehstiel. Einatmen, rückwärtiger Krieger. Ausatmen, zweiter Krieger. Einatmen, bring die Hände in den Rücken, verschränke die Arme. Ausatmen, sinke mit dem Kopf zum linken Fuß. Einatmen, richte dich wieder auf. Ausatmen, zweiter Krieger. Einatmen, rückwärtiger Krieger. Und ausatmen, Hände zum Boden. Einatmen, vorderer Fuß geht zurück. Wir sind in der Plankenhaltung. Einatmen, rechte Hand unter den Kopf, dreh dich auf nach links. Und dann ausatmen, zurück zur Mitte. Und einatmen, wechsel die Seite. Ausatmen, zurück zur Mitte. Bring die Knie zum Boden und komm noch einmal zurück ins Balasana. Verbinde wieder das dritte Auge. Press die Hände wieder fest in die Matte. Du hast einen langen Rücken gerade. Spreiz die Finger auf. Einatmen, wir schauen nach vorne. Lassen die Arme wieder eng beieinander. Und rollen wieder vor. Richten uns auf. Ausatmen, bring den Oberkörper leicht zu Boden. Stell deine Unterarme auf. Die Daumen zeigen zueinander, die Arme sind parallel. Stell die Zehen auf und komm in die Delfinplanke. Halte dein Becken schön hoch. Atme gleichmäßig weiter. Und auch hier dann rechtes Bein lösen, absetzen. Links lösen, absetzen. Rechts, absetzen. Links, absetzen. Letzte Runde. Rechts, absetzen. Links, absetzen. Bringen die Knie zum Boden und den Oberkörper langsam ablegen. Mach die Hände zu einem Kissen. Dreh deinen Kopf für einen Augenblick seitlich oder leg auch die Stirn mittig ab, so wie es für dich am angenehmsten ist. Tief durchatmen. Und dann langsam die Hände wieder in Brusthöhe aufsetzen. Ellenbogen sind eng am Körper. Einatmen, wir drücken in die Hände, richten den Oberkörper leicht auf. Ausatmen, wir bringen die Stirn zum Boden. Einatmen, wieder in die Hände pressen. Arme sind ganz eng am Oberkörper. Ausatmen, komm wieder zurück nach unten. Letzter Durchgang. Einatmen, press in die Hände. Ausatmen, schieb wieder nach unten. Einatmen, Zehen aufsetzen und mit dem Gesäß zurück zu den Fersen. Ausatmen, schieb dich zurück nach oben in den hinabschauenden Hund zurück. Tief und gleichmäßig atmen, die Füße sind hüftbreit geöffnet, das Gesäß nach hinten oben geschoben. Der Bauch schiebt nach innen. Einatmen, bring das rechte Bein wieder nach hinten oben und mit der Ausatmung zwischen die Hände zurück. Der hintere Fuß zeigt leicht seitlich nach vorne. Nimm die Hände an die Hüfte, richte dich auf in den ersten Krieger. Einatmen, Arme vor. Ausatmen, Hände wandern nach hinten. Du öffnest den Brustkorb maximal weit. Bleib für einen Augenblick hier. Und dann wieder einatmen, die Arme zurück nach oben. Ausatmen, Hand nach unten, Hände nach unten. Vorderer Fuß geht zurück, du kommst wieder in deine Plankenhaltung zurück. Und dann abwechselnd bringst du das rechte und das linke Bein vor.
Und stellst langsam die Beine wieder auf. Schieb dich mit der Ausatmung zurück in den Hund. Atme gleichmäßig hier. Einatmen, das linke Bein geht nach hinten oben. Ausatmen, bringst den Fuß nach vorne. Der hintere Fuß zeigt wieder leicht 45 Grad Winkel nach vorne. Einatmen, Hände an die Hüfte, um die Hüfte gerade nach vorne auszurichten. Natürlich ohne dabei umzufallen. Wirklich Kontrolle im Körper halten. Die Arme nach oben. Ausatmen, die Hände im Rücken verschränken. Atme hier in den weit geöffneten Brustkorb. Und dann langsam wieder. Arme nach oben. Ausatmen, Hände aufsetzen. Vorderer Fuß geht zurück. Du bist in der Planke, bringst die Knie zum Boden. Langsam kontrolliert den Oberkörper ablegen. Halte die Arme eng am Oberkörper. Leg dich ab. Nochmal einatmen. Press in die Hände, richte dich auf. Ausatmen, langsam die Stirn ablegen. Einatmen, wieder in die Hände pressen. Ausatmen, komm zurück nach unten. Einatmen, richte dich noch einmal auf. Ausatmen, komm nach unten. Einatmen, drück wieder in die Hände und das Gesäß nach hinten zurück zu den Fersen. Für einen Moment den langen Rücken. Stirn berührt wieder den Boden. Und mit der nächsten Ausatmung Zehen aufsetzen, zurück in den hinabschauenden Hund finden. Einatmen, rechtes Bein nach hinten oben. Diesmal beugst du das Bein in der Luft, machst die Hüfte auch auf der rechten Seite. Der Fuß will nach links rüber. Dann streckst du das Bein wieder mittig aus und setzt es ab. Einatmen, linkes Bein nach hinten oben. Beug das Bein in der Luft. Öffne die linke Hüfte. Der Fuß will weit nach rechts rüber. Und von hier aus dann nochmal ausatmen. Wieder absetzen. Halt den Bauch innen. Sei im hinabschauenden Hund. Gleichmäßig atmen. Komm wieder vor in die Plankenhaltung. Tief und gleichmäßig atmen. Schieb nochmal zurück in den hinabschauenden Hund. Öffne die Füße zur Außenkante der Matte. Tibetischer Hund. Einatmen, komm vor, lass das Becken sinken, schau hoch. Ausatmen, Bauch anspannen, komm zurück. Wieder einatmen, vor, lass das Becken sinken, schau nach oben. Und ausatmen, Bauch nach innen schieben. Noch eine Runde. Komm wieder vor mit der Einatmung und ausatmen. Schieb dich wieder zurück. Stell die Füße wieder eng zueinander auf. Und dann langsam die Knie wieder zum Boden bringen. Vielleicht kreuzst du die Füße, findest zum Sitzen. Wenn du einen Block hast, nimm ihn dir. Wir wollen in eine Übung gehen für die Bauchmuskulatur zusätzlich. Wir nehmen den Block zwischen die Oberschenkel, pressen den Block zusammen und kommen in das Boot. Das heißt, die Unterschenkel wollen wir parallel zum Boden halten. Wir wollen im Rücken gerade bleiben. Wenn es für dich schwierig ist, den Rücken aufrecht zu halten, nimm die Hände in die Kniekehle, um dich hier ein bisschen in die aufrechte Position zu ziehen. Ansonsten löst du die Hände und möchtest langsam nach unten kommen. Du presst den Block zusammen. Und dann richtest du dich wieder auf ins Boot. Und nochmal ausatmen, leicht nach unten bringen. Und wieder einatmen, hoch ins Boot. Und ausatmen, nach unten. Letztes Mal, hoch ins Boot. Setz die Füße für einen Moment auf. Roll mit dem Oberkörper zurück. Positioniere den Block nochmal gut zwischen die Beine. Die Beine zeigen nach oben. Arme gehen hinter den Kopf. Ausatmen, du richtest dich nach rechts auf. Ausatmen, zurück. Und dann kommst du nochmal nach links. Und wieder zurück. Komm wieder vor nach rechts.
und zurück. Vor nach links und zurück. Letztes Mal jede Seite. Ausatmen rechts, einatmen zurück, ausatmen links, einatmen zurück und löse den Block, stell die Füße auf. Bring die Füße zur Außenkante der Matte und lass die Knie zusammensinken. Vielleicht legst du deine Hände auf den Bauch, spürst für einen Moment nach. Tief und gleichmäßig zur Atmung zurückfinden. Und dann wollen wir vielleicht mit dem Oberkörper ein bisschen weiter vorrollen auf der Matte, damit wir hinter uns ausreichend Platz haben, um in den Flug zu kommen. Wir nehmen erstmal die Hände in die Kniekehle und wollen uns schaukelnd erstmal nach vorne bewegen, ohne möglichst die Füße aufzusetzen. Kontrolliert hier halten. Ausatmen, zurückrollen. Nochmal einatmen vor, ohne den Boden zu berühren mit den Füßen. Ausatmen, zurück. Ein letztes Mal. Komm vor. Und dann lassen wir uns von hier aus langsam diesmal zurückrollen. Die Füße bleiben hinten. Die Füße gehen nach hinten. Die Füße berühren im Idealfall den Boden. Wenn nicht, dann sind die Beine in der Luft. Das ist auch in Ordnung. Versuch die Beine möglichst zu strecken. Wenn du kannst, die Füße den Boden berühren lassen. Du kannst deine Arme im Rücken verschränken, um in den ganzen Flug zu kommen. Du schaust durch die Beine durch nach oben oder Richtung Bauchnabel. Jedenfalls drehst du den Kopf nicht nach rechts und links. Du möchtest einen ganz langen Nacken haben. Dann kannst du langsam deine Knie mal abstellen auf der Stirn. Du kannst deine Hände im Rücken positionieren, um dich hier zu unterstützen. Versuch die Ellenbogen eng beieinander zu halten. Und dann kannst du dich von hier aus nach oben schieben in den Schulterstand Shavasana. Die Füße sind auf Spannung. Versuch deine Zehen auseinander zu spreizen. Gleichmäßig zu atmen. Du hast immer noch den langen Nacken. Vielleicht berührt dein Kinn schon fast dein Brustbein im Idealfall. Schieb dich richtig schön weit nach oben. Und dann kannst du versuchen, das rechte Bein kontrolliert nach hinten zum Boden zu bringen. Und wieder zurück nach oben. Und die Seite wechseln. Linkes Bein nach hinten schieben. Und wieder nach oben. Spannung nochmal in den ganzen Körper, den Po anspannen, die Füße auf Spannung, Zehen auseinander spreizen und langsam kontrolliert nochmal die Knie zur Stirn bringen. Nochmal ablegen. Kannst die Arme in die Matte leicht pressen. Wenn du möchtest, bleibst du einfach für einen Moment noch hier. Wenn du eine noch tiefere Dehnung empfinden möchtest, kannst du die Beine leicht öffnen und die Knie neben den Ohren ablegen. Wenn du in diese Variation gehst, kannst du mit deinen Armen dann deine Knie umgreifen. Tief und gleichmäßig atmen. Langsam wieder lösen, die Zehen wieder aufsetzen. Die Beine sind wieder gestreckt, die Hände sind auch wieder ausgestreckt. Nach vorne, die Hände pressen in die Matte und dann rollst du langsam vor. Und willst am Ende zum Sitzen kommen. Roll einfach durch, finde zum Sitzen und greif deine Schienbeine und komm in einen langen, geraden Rücken. Tief und gleichmäßig atmen. Und dann sind wir schon fast am Ende unserer Einheit angelangt. Wir möchten zum Abschluss
noch in die klassische Gegenhaltung zum Schulterstand kommen. Das ist der Fisch Matsyasana. Dazu kommen wir wieder etwas zurück auf unserer Matte. Wir nehmen unsere Hände unter das Gesäß, liegen quasi auf den Händen mit unserem Gesäß auf, schieben die Ellenbogen auch schön eng zueinander und legen uns für einen Moment erstmal ab. Ablegen und von hier pressen wir in die Arme, in die Unterarme, um uns aufzurichten. Drückt die Unterarme richtig nach oben durch und drückt dadurch auch den Brustkorb nach oben. Und von hier aus langsam den Kopf nach hinten sinken lassen. Der Kopf muss nicht unbedingt den Boden erreichen. Wenn du den Kopf absetzen kannst, ist das umso besser. Überpress wirklich in die Unterarme, um den Bogen im Brustkorb zu erzielen. Und atme hier in den Brustkorb. Intensive Öffnung unseres Herzzentrums. Das Anahata Chakra. Vielleicht schließt du die Augen und stellst dir die Farbe Grün vor, die Farbe des Herzzentrums oder auch Pink, Grün und Pink. Noch 3 Atemzüge, atme wirklich tief durch. Und dann bringst du zuerst dein Kinn zurück zum Brustbein und legst dich hier langsam wieder ab und löst die Hände. Du kannst die Beine zu den Seiten öffnen und die Hände ein bisschen nach außen bringen. Die Handflächen drehst du zur Decke. Du schließt deine Augen, bist im Shavasana angekommen. Spür wieder nach in die Übungen, die wir durchgeführt haben. Zuerst haben wir mit den Füßen angefangen, die Fußfaszie gedehnt. Dann haben wir uns in der umgekehrten Haltung auch nochmal unsere Füße gedehnt, haben dabei schon Bauchmuskeln aktiviert, haben später für den Oberkörper gearbeitet und leicht für die Beine in den Kriya-Variationen. Haben einige Variationen im Hund gemacht, in der Kobra. In der Kobra nochmal Rücken- und Armmuskulatur auch gestärkt. Und dann anschließend nochmal gezielt für den Bauch gearbeitet. Und uns anschließend nochmal als tiefe Dehnung auch für den Rücken in den Flug begeben. Einen langen Nacken gehabt. Haben uns sogar ganz klein gefaltet in diese, sagen wir, Embryo-Haltung. Sind in den Schulterstand gegangen für einen Augenblick und haben als Gegenposition noch einmal den Fisch geübt, Matsyasana. Wenn du möchtest, verbleibe noch einige Momente im Shavasana oder begib dich langsam zurück zum Sitzen in die aufrechte Haltung, Schultern nach hinten, unten rollen. Bring die Hände nochmal vor dein Herzzentrum. Sei ganz bei dir. Wir haben unsere Hände in der Namaste-Haltung, die Gebets- oder Dankeshaltung. Wir dürfen uns an dieser Stelle bei uns selbst bedanken für diese kurze Praxis, die wir durchgeführt haben, um unseren Körper wirklich zu stärken,
gesund zu halten. Der Körper ist unser Tempel, in dem seine Seele das Zuhause findet. Wenn wir unseren Körpertempel pflegen, dann fühlt sich unsere Seele darin auch wohl und zu Hause. Ich wünsche euch einen schönen Tag. Danke fürs Mitmachen. Bis zum nächsten Mal. Namaste.